Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, wir gehen rein in die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Wie immer der Hinweis, wenn ihr mich supporten wollt, abonniert den Kanal, Leute. Kostet nichts, kostenlos auf YouTube und unterstützt den Kanal. In diesem Sinne, gehen wir rein in den Bums. Richtig laut. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Wollt ihr nach vorne kommen, wer im Nebenraum vielleicht nur ist? Dieter, was ist denn los? Kein Kessenspruch heute auf der Lippen? Wie in der letzten PK? Wir beginnen jetzt die PK Teil 2. Der BVB ist ja schon auf dem Weg nach Hause. Jetzt also herzlich willkommen, Thomas Tuchel, und Ihnen natürlich auch mit den abschließenden Fragen nach dem Spiel heute. Beginnen wir, wie gewohnt, mit einem Handzeichen und der ersten Frage. So wie jedes Spiel war. Hier halb rechts in der Mitte, bitte, ja. Hallo, Manuel Schwarz von der dpa. Herr Tuchel, Leverkusen hat heute gewonnen. Sie haben da schon von einem Stimmungsdämpfer gesprochen. Jetzt gab es die Niederlage gegen Dortmund. Stimmungsdämpfer. Ey, jetzt mal ernsthaft, Leute. Man kann mir doch jetzt nicht erzählen, dass diese Mannschaft so naiv ist und noch gedacht hat, oh jo, komm, wir haben nur 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen, die eine Saison spielen, die außerirdisch ist. Da haben wir noch realistische Chancen, oder was? Was soll das für ein Stimmungsdämpfer bringen, Alter? Die Meisterschaft ist weg, seitdem wir in Bochum verloren haben. Spätestens da. Eigentlich schon, wo wir gegen Leverkusen verloren haben. Und die Meisterschaft ist ja wohl kein Thema jetzt mehr, wie Sie auch schon bei den Kollegen gesagt haben. Aber wie ist Ihre Stimmung jetzt nach so einem Spiel? Auch noch die ist super, weil wir total überzeugt haben und nur knapp verloren haben. Ist die super, die Stimmung. Im Auftritt in Ihrer Mannschaft. Und eine kurze zweite Frage. Musiala schien angeschlagen, als er ausgewechselt wurde. Ist da irgendwas passiert? Jamal ist extrem müde nach den Spielen. Und, ja. Hey, ich hab's vorher gesagt. Woo, bei der Spielanalyse hab ich's vorher gesagt. Natürlich kommt der Take mit. Oh ja, wir waren alle müde, wir waren alle bei der Nationalmannschaft. Es waren mehr Spieler von uns bei der Nationalmannschaft als wir vom BVB. Oh. Und die verdienen so wenig Geld. Ja. Ein bisschen jetzt Nachhinein Vorwürfe überlegt, ob es besser gewesen wäre, ihn am Schluss vielleicht zu bringen. Aber er wollte natürlich auch unbedingt weiter starten, weil er einen sehr, sehr guten Lauf aktuell hat. Aber man sieht, dass es ihm schwerfällt, wenn er intensive Spiele hat, wenn er Spiele hat, die auch auf seinen Schultern in der Verantwortung und so laufen, dann fällt es ihm schwer, das auch körperlich alle drei Tage durchzuziehen. Das hat man ihm. Ja. Ist ja schön, dass er das wieder sieht und selber weiß, warum hat er das dann gemacht? Und warum spielt dann Leroy seit Monaten? Ja? Ich denke, auch da sieht man ganz klar, dass ihm das schwerfällt. Heute angemerkt, ohne ihm da irgendeinen Vorwurf zu machen. Deshalb habe ich mir dann, währenddessen, ich habe ihn auch sehr, sehr müde wahrgenommen, als er von der Nationalmannschaft kam, und habe mir gedacht, vielleicht... Hat er sich gedacht, schmeiß ich trotzdem rein, weil vielleicht läuft er sich die Müdigkeit ja raus während des Spiels. Ne? Das passt schon. Es ist einfach besser gewesen, wir hätten ihn in den letzten 30 Minuten eingesetzt, aber gut, danach ist man immer schlauer. Und naja, wenigstens hat er seinen Fehler eingesehen, ist auch okay, und wie er sagt, klugscheißen können wir alle hinterher, genauso wie ich es tue. Alles gut, ja, ich denke im Nachhinein, na klar war es ein Fehler vielleicht, ich habe ihn jetzt nicht so super müde wahrgenommen, er war halt genauso schlecht wie der Rest der Mannschaft. Auf Jamal zu verzichten in der Form hätte, weiß jetzt auch nicht, wenn beim gleichen Ergebnis hätte man dann natürlich gesagt, wie kann er nur. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er verletzt ist, und wir sind natürlich sehr enttäuscht. Wir sind sehr enttäuscht über die Art und Weise, weil wir alle das Gefühl haben, dass wir in keiner Phase den Spirit und die Leidenschaft auf den Platz gebracht haben, die nötig ist, um in gar keiner Phase. Und vor allen Dingen jetzt kommt der Knaller. Was er gerade sagt, ich weiß nicht, vielleicht sagt das ja jetzt noch, das hätte gegen keinen Gegner in der Bundesliga gereicht. Gegen keinen. Nicht gegen Darmstadt, gegen keinen, Leute. Wir hätten gegen keinen mit dieser Leistung ein Bundesligaspiel gewonnen. Ja, das muss man mal klipp und klar sagen. Um Fußballspiele zu gewinnen. Ja. Ich finde, dass es insgesamt kein hochklassiges Spiel war von beiden Teams und kein gutes Spiel von beiden Teams in der Summe. Aber naja, Dortmund hat das gemacht, wie man gegen uns die Saison spielen muss. So, ich mache den Dortmundern keinen Vorwurf. Die haben frühes Tor gemacht und haben sich dann gedacht, ja, alles klar. Wir wissen, was wir zu tun haben. Die Bayern kommen damit nicht klar. Wir stellen uns hinten rein. Wir gucken, ob wir vielleicht noch einen Konter fahren. Wir verteidigen mit Leidenschaft. Und das haben die Dortmunder gemacht. So.
nochmal, ich habe es ja auch in meiner Analyse gesagt, auch Dortmund hat war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, boah, waren die Dortmunder stark und so weiter. Aber sie haben am Ende des Tages verdient gewonnen, weil sie einfach wollten, ja, und Leidenschaft auf dem Feld hatten. Das, was wir komplett nicht hatten. Von daher war es ein absolut verdienter Sieg für Dortmund. Aber es war zu wenig von uns in den elementaren Basics, die du brauchst, einfach um gut zu sein. Ich dachte, dass wir da nicht mehr zurückgehen zu diesem Punkt. Offensichtlich habe ich da nicht recht gehabt und wir sind heute tatsächlich da nochmal hingegangen, dass wir einfach ein Spiel weggeben und gar nicht genau wissen. Das Krasse, ich stimme ihm 100% zu. Was heißt das Krasse? Das Schlimme ist, dass es ein Spiel gegen Dortmund ist. Wollen wir da jetzt von Motivationsproblemen reden? Davon zu reden, man gibt nicht alles für den Verein. Wo ist das Argument jetzt, dass man dahin zurückgefallen ist? Es ist nicht Saarbrücken. Es ist nicht Werder Bremen zu Hause. Es ist nicht in Frankfurt. Es ist gegen Dortmund, der deutsche Klassiko, wo ganz Europa oder weltweit die Leute vorm Fernseher hocken und zuschauen. Dieses Spiel hat einen richtig harten Image-Schaden dem FC Bayern gedrückt. Aber einen richtig harten. Weil wir halt nicht wollten und gezeigt haben, wie er gerade sagte, die Grundtugenden, die man auf den Platz bringen muss. Das haben wir heute nicht getan. Ja? Und deswegen kann man das jetzt nicht irgendwie damit abtun. Nochmal, es kann kein Motivationsproblem sein. Entweder hat die Mannschaft für sich beschlossen, wisst ihr was? Wir glauben, wir haben mit dem Tuchel keine Chance, die Champions League noch zu gewinnen. Wir wollen den Tuchel jetzt endlich weghaben. Wir zeigen so eine Leistung gegen Dortmund und versuchen das nochmal. Was super traurig wäre. Ansonsten, das ist ohne Erklärung. Das ist ohne Erklärung, Leute. Nochmal, es war ein Spiel gegen Dortmund. Ja? Vor einem Millionenpublikum, weltweit. Ja, wie das jetzt passiert ist und in den Schlüsselmomenten natürlich mit der Torchance von Harry in der 26. Minute, glaube ich, und dann mit dem Handspiel von Matz auf der Linie auch absolut. Ja komm, da müssen wir uns nicht daran hochziehen. Wenn, dann würde ich mich eher daran hochziehen, dass es ein super gefährliches Spiel war und wäre der Erbek Dyer da richtig zum Kopfball gegangen, hätte Mats Hummels ihn die Birne weggekloppt. Das hätte man schon pfeifen können, wa? Auf Elfmeter. Nicht wegen dem Handspiel. Also da mache ich den Hummels keinen Vorwurf, weil er kommt halt mit der Fußspitze an den Ball, seine Hand ist hier so und die touchiert ganz leicht die Fingerspitzen. Ja, es ist ein Handspiel, ja, aber ich kenne die Regel aber auch nicht. Ich blicke da nicht mehr durch, Leute. Absichtlich, nicht absichtlich, vor einer eigenen Hand von Bla und Sülz. Aber nochmal, wenn der Fuß hier ist und der war hier bei Mats, ja, der war auf seiner Kopfhöhe, im 16er. Und Erbek Dyer hat deswegen nicht durchgezogen beim Kopfball. Das hat man ganz klar gesehen. Dann musst du das Ding pfeifen. Ohne Wenn und Aber. Ja, also. Aber daran müssen wir uns nicht hochziehen, Leute. Wir müssen uns nicht an irgendwelchen Schiedsrichter-Fehlentscheidungen hochziehen. Das mit Musiala habe ich auch angesprochen in der Spielanalyse. Ganz klare Fehlentscheidung. Für mich eine absolut rote Karte von den Dortmunder. Ich glaube, das war sogar der noch das 2-0 gemacht hat. Aber auch daran müssen wir uns nicht hochziehen. Wir haben es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Auch wenn der Schiri seinen Beitrag dazu hatte, das ist keine Ausrede und kein Maßstab. Wir haben es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen. In keinster Art und Weise. Und da müssen wir uns jetzt nicht daran hochziehen, wie er sagt, an Müdigkeit oder an Schiedsrichterdingern. Meine Meinung. Kein Glück, aber ja, das kommt dann noch dazu. Das Glück, müssen wir jetzt mal fairerweise auch sagen, ich habe heute Konferenz geguckt so ein bisschen, das Glück muss man einfach auch erzwingen. Ja? So, und wenn man wie Leverkusen 34 Torschüsse hat und nur über 90 Minuten auf das gegnerische Tor rennt, dann erzwingt man das Glück. Und dann erzwingt man das Glück auch in der 88. und in der 90. Minute. Ja? Wenn man aber Larifari spielt und nicht in die Zweikämpfe geht, nur hinterherläuft, nur zuschaut, wie soll man denn da Glück erzwingen? So, ja. Wie, auf welcher Grundlage? Geht halt nicht. Dann hier vorne Michael Schröer für die Bild-Zeitung, bitte. Hallo Herr Tuchel, Leroy Sané war nach seiner Auswechslung ziemlich frustriert. Er ist jetzt seit 23 Pflichtspielen ohne Tor. Das ist so ein Witz, dass dieser Typ immer noch in unserer verkackten Startelf steht. Das ist eine Katastrophe. Das ist unser rechter Außenstürmer.
Der hat, seit, wie er gerade sagt, keine Torbeteiligung. Auch kein Pass, der die Vorlage einleitet, an den ich mich groß erinnern kann. Und der Typ spielt jedes Spiel. Es ist scheißegal. Es ist zum Kotzen, Alter. Was erwartet man dann? Was erwartet man dann? Was passiert? Ja. Wie wollen Sie ihn wieder in die Spur bringen? Ja, setz sie mal 3 Wochen auf die Scheißbank, Alter. Ja. Mit Training und ja. Mit Vertrauen, mit Bauchpinseln und Streicheln und ein Arschpudern. Ja. Versuchen wir ja erst seit 5 Monaten. Ist doch okay, Leute. Mit Unterstützung. Es gibt keinen anderen Weg. Aber klar ist ja. Es gibt keinen anderen Weg. Man muss immer unterstützen. Man kann nicht sagen, weißt du was, Leo, deine Leistung reicht einfach nicht, geh mal 2 Spiele auf die Bank. Komisch. Hat beim Leo mal geklappt. Was? Hat beim Fonsi auch mal geklappt. Vielleicht sollte man einfach mal, wenn man merkt, nach 5 Monaten, dass man mit seiner Scheiß-Gangart die Spieler nicht erreicht, nicht kitzeln kann, vielleicht sollte man seine Scheißart dann einfach mal ändern, Alter. Und nicht immer nur sich in die PK setzen und sagen, ja, der Konkurrenzkampf ist ja voll im Brenner bei uns. Wir haben einen hohen Konkurrenzkampf. Der Gnabry ist da, der Coman ist da, der ist da. Und trotzdem spielt immer nur der Sané, Alter. Zum Kotzen. Frustriert. Sie haben die Statistik gesagt, die kennt er auch. Wir wissen, was er von sich erwartet. Er weiß auch, was wir von ihm erwarten. Und wir haben uns entschieden. Und ist egal, ne? Wir haben uns entschieden, wir halten an ihm fest, ist scheißegal, wir ziehen ihn durch bis zum Ende der Saison, ist doch alles tutti. Frische Energie zu bringen. Im Leistungssport. Kein Problem, oder? Leistungssport. Mit 3 neuen Spielern und dann. Nochmal, Leistungssport. War Leroy unzufrieden, das ist kein Problem. Nächste Frage bitte. Das ist nicht der Fall. Okay. Schöne Ostern allerseits. Nee, ganz ehrlich, finde ich gut. Gibt's auch nicht mehr zu fragen. Gibt's einfach nicht mehr. Ja? Der Zug Tuchel ist abgefahren. Punkt. Ich mache hier jetzt gar nicht dem Tuchel den Vorwurf. Ja? Nicht falsch verstehen, Leute. Ist jetzt kein Tuchel-Bashing, Tuchel-Hate, sonst irgendwas. Ich mache Tuchel keinen Vorwurf. Die Mannschaft ist einfach broken. Ich mache Tuchel den Vorwurf, dass er den Kimmich verschoben hat in die Mitte. Das war völliger Dummfick. Kimmich war der Einzige, der uns offensiv vorangebracht hat. Ich mache ihm Vorwurf, dass er Sané über Monate spielen lässt, obwohl er unterirdisch schlecht ist. Das halte ich ihm definitiv vor. Ja, man kann ihm vielleicht vorhalten, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht nach der heutigen Leistung, ja. Aber heute musst du knallhart, von Vereinsführung die Spieler an die Wand nageln. Heute. Das ist ja nicht das erste Mal diese Saison. Ne? Aber nochmal, es ist heute gegen Dortmund vor einem Weltpublikum. Und da musst du jetzt mal als Sportvorstand, Sportdirektor mal richtig klare Töne sprechen. Meine 2 Cents dazu. Leute, kurz und schmerzlos. Ich bedanke mich für euren Support. Haut rein, bis dann. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.